Ja, ich bedanke mich auch für die guten Sandwich und den guten Kaffee. Und ja, eigentlich müsste man sich nach dem zu essen, dann müsste man sich aufs Ohr legen und pennen. Nicht schlafen. Pennen ist besser. Ja, das möchte ich am liebsten machen, aber das geht jetzt nicht, denn ich habe eine Aufgabe. Und die Aufgabe haben wir jetzt schon für diese vielen, vielen Jahre hindurch durchgeführt. Und das ist die Verkündigung, die unserem heimgegangenen Bruder Wim Malgo anvertraut wurde, besonders das prophetische Wort auf den Leuchter zu stellen. Das ist alles eins. Die Bibel ohne das prophetische Wort ist nicht verständlich. Wir müssen das alles als eins nehmen. Die fängt an im ersten Buch Moses und endet in der Offenbarung. So, das ist wichtig und das haben wir bis zu den heutigen Tag gemacht und das werden wir so weitermachen. Oh, der Joel ist da. Hallo Joel. Gut, dass du da bist, neben der Mama. Huh? Gut. Ich muss immer aufpassen, dass du da bist. Denn das ist ja, als Prediger oder als Verkündiger muss man immer wissen, wo die Frau auch ist. Ha? Weißt du, wenn das, also ich habe mir gedacht, wenn das der Adam gemacht hätte, wenn der gewesen wäre, hätte ich gesagt, Adam, wo bist du? Damals die hatten ja alle beide nur einen Namen, da war ja noch eins. Ja, wenn er das gemacht hätte, dann hätte die Eva gesagt, da hieß sie ja Adam damals, dann hätte sie gesagt, ja, ich unterhalte mich hier mit der Schlange, ganz feines Tier, du. Ja, Weisheit, du, Mensch, fantastisch. Ja, dann vielleicht hätte der Adam gesagt, hör zu, das geht nicht. Naja, eben, das ist so nebensächlich, das ist umsonst, das kostet kein Geld. So, jetzt aber zum Ernst der Sache. Warum Karfreitag? Und Peter hat schon gelesen die nächsten Verse, aber ich lese die ersten 3 Verse von 1. Petrus 1, Vers 18 bis und mit 20. Und da steht geschrieben, und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von euren eitlen Wandel nach der väterlichen Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als ein unschuldiges und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt Grund gelegt ward, aber offenbart in den letzten Zeiten um euretwillen, um meinetwillen, um jeder Willen. Das ist die wunderbare Botschaft. So, lass mich noch kurz beten. Vater, wir sagen dir Dank, dass wir diese Botschaft verkündigen dürfen, dass du Weisheit und Verstand gibst, in Klarheit und in Wahrheit die Worte zu sprechen, aber auch offene Herzen schenkst, die das Wort aufnehmen und dass dadurch Ewigkeitsfrucht entsteht zur Ehre Jesus Christus. Amen. So, das ist der Grund, was wir gerade gelesen haben, der Grund für Karfreitag. Jesus starb für uns. Und das müssen wir Verständnis als ein Ganzes nehmen, bevor der Welt Grund gelegt wurde. Gott hatte schon einen Plan gehabt. Ja, wir können glauben, dass die Welt Milliarden von Jahren alt ist, aber das spielt keine Rolle. Wir glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir können die Jahre nachrechnen und das stimmt ganz genau. So wie Wilfried Hahn das so erklärt. Das war Wilfried, heute Morgen, heute Nachmittag, über die Evolutionslehre. Ich meine, das ist ja Dummheit. Und wir sind doch nirgendwo angewiesen in der Bibel, dass wir über Dummheit diskutieren sollen. Ich meine, wenn die denken, dass jetzt im Tannenbaum wurde ein Bananenbaum, was haben die denn gemacht? Die Leute, die Nadeln auseinandergezogen, dann wurden sie immer größer und dann waren es Bananenbäume. Also das geht doch nicht, das ist doch dumm sowas. Und das sagt ja auch die Bibel. Er hat zu Torheit gemacht, die Weisen der Welt. Wir diskutieren nicht mit Toren. Lasst die mal ihre
Diskussion unter sich haben. Und die sind überhaupt gar nicht einig. Da ist ein heikles Durcheinander. Es gibt gar keine wissenschaftliche Feststellung der Evolution. Gibt es nicht. Es ist nur einfach so, jeder babbelt hinter den anderen hinterher. So, Paulus sagt das auch in Bezug auf die Welt, in Bezug auf den Grund der Welt, dass er in Epheser 1, Vers 4, wie er uns denn erwählt hat, durch denselben, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollen heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Wir sind erwählt, bevor der Grund der Welt gelegt wurde. Wenn ich das begriffen habe, mir standen die Haare zu Berge. Alle 5. So, was hat Gott getan? Er hat gesagt, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis der Gutes und Böses esset, dann werdet ihr sterben. So, jetzt müsste er laut seiner Gerechtigkeit die Menschen sterben lassen. Da wäre keine Nachkommen gewesen oder irgendwie eine neue Schaffung. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Und der eine Plan kann mit einem Wort gesagt werden, und das ist Erlösung. Erlösung. Bist du erlöst? Ja, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du erlöst und erkauft. Eigentlich das Wort Erlösung von den Lateinischen geht auf dem Wort zurück, redemptio. Und das meint zurückkaufen. Er musste uns zurückkaufen. Und Norbert hat es erklärt, dass das Endzahlung für den Zurückkauf, der Preis, der wurde mit dem Stempel Telestai voll und ganz bezahlt. Das ist herrlich zu wissen, dass unsere Schuld bezahlt ist für immer und ewiglich. Aber in der Zwischenzeit müssen wir mit unserem Fleisch und Blut hier herumlaufen, bis dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Bis dass die Vollzahl der Heiden einkommt. Und so wird der Herr kommen und sich zu Israel wenden. Was ist der Weg? Der Weg zur Erneuerung, zur Wiedergeburt, zu dem Himmelreich, zum Paradies ist ein Wort: Glauben. Wir müssen glauben. Ich meine, wenn Gott gesagt, die haben ja nicht, Eva hat ja nicht geglaubt. Eva hat doch geglaubt, die hat geglaubt, Adam hat geglaubt an die Worte des Teufels mehr, also beziehungsweise die Schlange, mehr als an die Worte Gottes. Er wurde verführt. Und weil wir verführt wurden, sind wir erlösbar. Satan ist nicht erlösbar. Mit ihm war die Sünde geboren. So, Glaube ist der Weg zur Erlösung. Und was Adam und Eva verloren hat, das können wir durch Glauben an Jesus Christus wieder ererben. Das Beste für uns kommt noch. Wir werden älter, ja, auch ihr Jungen da, ihr werdet auch älter. Man kann es euch schon ansehen. Letztes Jahr wart ihr ein Jahr jünger. Jetzt seid ihr ein Jahr älter. So, Gott hat einen Plan. Und er hat den Plan gegeben zum ersten, also wir wissen ja, der hat ja auch die Schlange verurteilt. Und in der Verurteilung der Schlange ist ein Versteck der Erlösung. Das kennt ihr ja alles gleich in den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15. Ich will euch Feindschaft setzen zwischen dir und den Weibern und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist nicht zu der Eva gesagt, sondern das ist zu der Schlange gesagt. Das ist zu dem Teufel gesagt. Und er fängt das an und gibt das die Aufgabe durch den Glauben. Was sie durch den Glauben verloren haben, können sie im Glauben wieder bekommen. Und wir wissen alle, dass der Vater aller Gläubigen ist Abraham. Abraham glaubte bedingungslos.
Und da sehen wir sogar ein Bild der Erlösung, des Zurückkaufen. Gott sagt, geh, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn als ein Opfer auf den Berge, das ich dir zeigen werde. Interessant, er hat sich nicht unterhalten oder diskutiert mit, ja, er hatte Mitarbeiter gehabt und er hat Bosse gehabt, der muss ja reich gewesen haben. Mehr Menschen als hier in der Zionshalle, nehme ich an. Und der muss doch selbstverständlich das mit seiner Frau, mit seiner lieben Frau Saria besprochen haben. Nein, nichts. Es steht genauso, und nächsten Morgens früh sattelte er seinen Esel und ging. Er war unbedingungslos gehorsam. Deswegen ist er der Vater aller Gläubigen. So, wie hat Gott gehandelt? Er hat gehandelt eigentlich in 3 verschiedenen Ebenen. Oder wir sagen Dispensations. Was ist Dispensation? Zeitabschnitte. Zeitabschnitte? Kannst du nicht was Besseres sagen? Ja. Zeitabschnitte. Der erste Zeitabschnitt war natürlich, das war ohne das Gesetz. Aber doch, ein Gesetz war da. Und das Gesetz war die Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich meine, wenn der Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat, da war es ja kein Gesetz, da war er nicht schuldig. Doch er wusste, er hat den Gesetz des Gewissens übertreten. Er wusste, was richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was böse ist. Denn die Eltern haben gegessen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann die zweite, das ist so ungefähr 2000 Jahre, und dann die zweite Heilsgeschichte, die Heilsepoche oder Zeitgeschichte, ist dann die Heilzeit des Gesetzes. Aber da hat Gott nur eingegeben, und das für ein Volk, Israel. Durch Abraham, Isaac, Jakob und die 12 Stämme Israels. Und die haben das Gesetz schriftlich in der Hand bekommen. Schriftlich, Moses hat es gegeben, schriftlich. Ganz haargenau, was sie machen sollen und was sie nicht, die 10 Gebote. Und das sind übrigens die Grundprinzipien, wo alle Länder der Welt an ihre Kultur gebaut ist. Das kann man, also in Hinduismus oder Buddhismus oder die Moslem oder Atheismus, die sind alle gebaut an den Grundprinzipien. Die dürfen nicht das überschreiten. Aber jetzt in den letzten Tagen wird es alles überschritten. Ich meine, wir haben kein Land der Welt, wo die Regierung sagt, du, ist gut, wenn du ungehorsam bist zu deinen Eltern. Das gibt es nicht. Oder das ist gut, weil du wirst belohnt, wenn du klaust oder wenn du lügst oder wenn du Ehe brichst. Nein, in allen Ländern der Welt, unter allen Religionen, unter allen politischen Philosophen ist das Gleiche. Die Grundprinzipien sind da. Und die sind aufgebaut auf diese Heilsgeschichte der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das ist nicht aufgehoben. Bis zu heutigen Tage, jeder Mensch weiß. Von euch, die ihr Kinder habt oder Großkinder, die heißen Enkel, right? Enkelkinder, ihr wisst ja, so klein, die können schon lügen. Brauchst du nicht sagen, also die lügen schon. Lügen nur wie der Teufel. Der kleine 6-Jährige von meinem jüngsten Sohn. Wir reden, bevor wir losflogen. Und er war gerade dabei, aber seine Cousinen, 4 Cousinen, das sind die Töchter von der Debbie und Maike, also Debbie Steiger, die Steiger. Du, ist der Dieter eigentlich hier, Dieter Steiger? Nein, okay, gut. Muss man herausfinden, muss man gucken. Vielleicht sage ich was und das ist nicht richtig. Jetzt kann er ja nicht hören. Ja, und sie spricht natürlich nur Deutsch mit den Kindern, absolut. Und auch mein Sohn Maika, die sprechen nur Deutsch. Aber mit den Jungen, der heißt Hatsch, ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Der hört nur Deutsch bei uns.
So, ich rede so zu und sage, ja, weißt du, eigentlich wir nennen sie Gilbert Girls, die haben den Gilbert gewonnen. Ich sage, die Gilbert Girls, die sprechen viel besser als der Hutch Deutsch. Aber du, was, sagt er? Nein, die sprechen nur 10 Worte Deutsch. Ich spreche 1000 Worte Deutsch. So, oder wenn man etwas ertappt, man ertappt die Kinder. Die können ganz schnell Ausrede haben und ausweichen. Das liegt uns. Wir lieben zu lügen. Wir lieben zu lügen. Wir wollen das, was der andere hat. Das ist unsere Natur. Aber wenn wir an Jesus glauben und durchbrechen zum lebendigen Glauben, dann bekommen wir eine neue Natur. Und diese neue Natur lebt in unseren Herzen und ist perfekt. Wisst ihr, dass der Arno perfekt ist? Das glaubt ihr gar nicht, ja? Ja, der ist perfekt. Er kann nicht sündigen. Aber der äußerliche Mensch, ja, da ist nichts Gutes. Der muss da im Grab. Der muss da in der Box rein, in der Erde. Das ist das Ende. Das ist unser Kampf, den wir haben, das ganze Leben lang. Solange wir leben, wir haben diesen Kampf. Den nimmt Gott uns nicht weg. Den müssen wir haben. Aber wir sollen zeigen, die Siegesmacht Jesus von unserem inneren Leben und das äußere Leben beherrscht. Und das ist schwer. Ja? Stimmt's? Oder habe ich recht? So, diese 3 Erkenntnisse, diese 3 Zeitperioden. Dann kommt die Heilsgeschichte der Gnade. Das ist, wenn Jesus kam. Und jetzt haben wir die Freiheit. Das ist aber nicht, die Heilsgeschichte des Gesetzes ist nicht aufgehoben. Die ist nicht annulliert. Und die Heilsgeschichte der Erkenntnis des Guten und Bösen ist auch nicht annulliert. Die ist noch immer da. Denn Gottes Wort ist ewig und bleibend. Deswegen sehen wir, ich denke, dass der Apostel Paulus sagt, das erste Gebot ist der Verheißung ist, dass wir Vater und Mutter ehren, solange wir auf Erden sind. Das tut der Apostel Paulus, sagt das, oder? Oder Petrus? Petrus? Ja. Du bist keine Hilfe heute, du Mann, Petrus. Ich gucke auf dich. Du bist ein ganz Lieber. Du bist ein ganz, ganz Lieber, du. Nur ein Einkaufen darf man mit dir nicht gehen. So, warum hat Gott das Gesetz gegeben? Wir wissen, ich habe es schon gesagt, damit das Volk einen kristallklaren Beweis hat, was sie machen sollen und was sie nicht machen sollen. Aber das Gesetz hat nicht dazu geführt zum Heil. Das hat nicht geführt zu der Erneuerung oder, wie gesagt, zum Zurückkaufen, zu der Erlösung. Das waren immer nur Bilder, die durch die Opfer und durch den Tempeldienst gezeigt haben, was kommen soll in der erfüllten Zeit, wenn Jesus kam. Was kommen soll, nicht was ist. Auf der Zukunft. So, das Gesetz, aber das neue Bund ist so herrlich und so einfach. Wir brauchen nur zu glauben, wer wir sind und was wir sind. Und wenn die Menschen nur wüssten, in welcher furchtbaren Situation sie ihr Leben leben, Tag ein, Tag aus, die würden schreien. Sie würden schreien und sich nach Jesus wenden. Aber der Teufel durch seine Verführungskünste macht die Welt aufmerksam auf alles andere, bloß nicht auf Jesus. Bloß nicht auf das Erlösungswerk. Deswegen sind wir heute so beschäftigt mit alles Mögliche. Wir haben so viel Informationen. Wir haben ja Information Overload. Wir sind überladen, wir wissen gar nicht mehr, was alles da wird gesagt und da wird gesagt und da hören wir und hier hören wir. Und wir tun wohl, wenn wir uns zurückziehen und aufs Wort achten. Vor etlicher Zeit kam auch wieder unser jüngster
Sohn, der kommt morgens am Büro vorbei und da tut er die Post abliefern, ganz früh morgens, 7, manchmal noch früher. Und wir sitzen dann so schön in unseren Happy Nook, das ist so mit Glas, und da sitzt die Ruta und ich und wir trinken Kaffee. Und dann kommt er da und dann macht er das Licht an, dann müssen wir winken. Dann kommt er mal rein, sagt er, ach, sagt er, Papa, Mama, was leben wir doch in einer herrlichen, friedlichen Welt. Sagt er, da ist kein Zank, kein Streit, kein Einbruch, kein Mord, kein Totschlag, alles lebt im Frieden. Wir gucken ihm an, sagen, was ist los mit dir? Ja, sagt er, ich bin jetzt schon seit 2 Monaten keine Nachricht. Er boykottiert die Nachrichten. Aber es lebst im Frieden. Boykottiert die Nachrichten, die nützen dir so und so nichts. Sogar das Wetter, wenn wir das Wetter hören, ja, das Wetter wird so und so. Und jetzt haben sie 3 Tage vorher, 5 Tage, jetzt schon 10 Tage. Und Leute stellen sich, die machen ihren Plan nach, was sie gehört haben. Ja, früher, wir können das jetzt schon, wir merken schon, unsere Beine tun weh, ja, es kommt Regen. Ja. Oder die Knöchel, die gehen nicht ganz so gut. Da wissen wir, das ist eine Wetteränderung. Da braucht dieser Wettermann gar nicht zu sagen. Und die machen es so spannend. Zeigen sie die ganze Welt. Ich bin nicht interessiert, die Welt. Ich will nur wissen, was passiert. Columbia, South Carolina. Das können sie nicht sagen. Deswegen so die Täuschungsmanöver, alles. Und das kommt das. Naja. Gott musste was Neues schaffen. Und in Jeremia 31, das ist ganz einfach zu behalten. Jeremia 31, da spricht er und sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Warum musste er einen neuen Bund machen? Ja, erstens mal, der alte Bund wurde gebrochen von Israel. Aber er hatte ganz andere Sachen im Plan. Denn durch das Gesetzewerk wurde ja keiner selig, das wissen wir alle. Du kannst noch so gut sein und noch so treu sein und noch so ehrlich sein, das spielt keine Rolle. Durch die Gesetzeswerke wird keiner selig. Lass uns das lesen gleich in Galater 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum. So glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzeswerke, denn durch des Gesetzeswerke wird kein Fleisch gerecht. Amen, Halleluja, praise the Lord. Durch des Gesetzeswerke wird keiner selig. So, dann kannst du dich, ob du dann Schabbat hältst oder ob du Schweinefleisch isst oder was immer es noch gibt, das spielt keine Rolle. Da kommst du nicht zum Heil hin. So, unsere lieben Seventh-day Adventist, das nützt euch nichts. Ja, wenn man gut isst und sich gut nährt, nicht zu viel isst und ich musste eine neue Jacke kaufen, neuen Anzug. Die alten, die schrumpfen irgendwie. Ja? Mit der Zeit. Das ist doch noch eine bessere Entschuldigung, oder? Ja, man kann sich gut und auch viel Übung, wie sagt man, körperliche Übungen machen. Na ja, ist gut, dann machst du alles gut, dann lebst du 2 Tage länger. Musst doch sterben. Der neue Bund löst ab den alten, aber der alte ist noch immer da. Warum? Weil Jesus ihn erfüllt hat. Das meint, wir gehen nicht zum alten Bund zurück. Der bleibt aber trotzdem noch. Ihr sollt nicht wehen, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht wehen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wie hat er es erfüllt? Die Seele, die sündigt, muss sterben. Und Jesus starb für dich und für mich am Kreuz von Golgatha.
Er hat den Preis bezahlt. Völlig, ganz und unbedingten Gehorsam zum Vater im Himmel. So, das ist Karfreitag. Warum Karfreitag? Damit wir erlöst werden. Damit die Sünde bezahlt wird, ein für allemal. Er hat einmal gelitten, er ist einmal gestorben. Und er ist einmal auferstanden und er ist einmal zum Himmel gefahren und er wird wieder zurückkommen. So wie er es verheißen hat im Neuen Testament, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Als die Jünger das sahen in den Himmel, sagten die Engel zu ihm, ihr so in gleicher Weise, wie ihr gesehen habt den Herrn im Himmel fahren, so wird er wiederkommen. Und natürlich, das ist unsere Hoffnung. Besonders jetzt, wo wir in den älteren Stadium eingegangen sind, wo wir auf Wiedersehen sagen sollen zu der Welt, schon hängen aber noch immer ein bisschen dran, naja, noch ein paar Jahre. Wir hoffen ja, dass wir überkleidet werden, das wäre doch schön. Dass wir überkleidet werden, dass plötzlich die Posaune vom Himmel erschallt und Jesus kommt und wir werden plötzlich alle zu ihm hingerückt werden in der Luft. Und so werden wir sein mit den Herrn aller Zeiten. So, was musste geschehen? Also der Glaube durch Abraham, der Anfänger. Er musste etwas Neues schaffen. Und die Neuschaffung ist, lasst uns mal in Johannes lesen, Johannes 3, diese bekannten Verse, Vers 3 und 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei dann, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann in Vers 4, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Er musste vom Neuen geboren werden. Und das ist meine Frage heute Abend. Sind Sie vom Neuen geboren? Ich nehme an, dass die meisten, die hier gegenwärtig sind, haben die Neugeburt erfahren. Und ihr wisst, ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, dass zu dem ich das erhalten habe, beigelegt hat bis an den Tag. Wir wissen es. Aber wenn du es nicht weißt, dann ist es höchste Zeit. Denn wir wissen nicht, wann die Entrückung stattfindet. Erstens und dann zweitens, wir wissen nicht, wann wir abscheiden. Plötzlich, ganz plötzlich ist das Leben vorbei. Geht ganz schnell. Ja, wir wissen vom Alten Testament, dass, und das ist natürlich Ostern das Thema, das geht zurück auf den Passa, das geht zurück, wie Israel in Ägypten war. Und sie mussten ein Lamm nehmen, der Norbert hat es gelesen, ein Lamm nehmen, das schlachten und das Blut an den Türpfosten und auf der Türschwelle oben auf den Lintel mussten sie streichen. Und das war ein Zeichen des Glaubens, dass sie das tun. Und dann wurde der Engel, der ging vorbei und der älteste Sohn in der Familie blieb am Leben. Und der älteste Sohn und alles, was in Ägypten, die sind gestorben. So, das ist der Zweck, dass sie gehorsam waren. Wer nicht gehorsam ist, kann nicht errettet werden. Wir müssen gehorsam sein, zu was die Bibel uns auffordert. Und das ist ganz einfach, glaube an Jesus Christus, so wirst du und dein Haus errettet. Das ist so einfach. Und doch so schwer, weil wir unsere Ideen haben, dass wir irgendetwas machen müssen. Wir müssen irgendetwas machen, irgendetwas dabei zu tragen. So wie ich habe das öfters gesehen, wie ich öfter gegangen bin nach Indien mit den vielen Tempels und den vielen Götzen. Die müssen das machen, die müssen dies machen und das machen und jenes machen und opfern und ihre Haare abschneiden und alles Mögliche.
und dann im Ganges River sich alles Mögliche, nur um irgendwie Gott zu gefallen. Brauchen wir nicht. Jesus ladet die ganze Welt ein. Wer da will, der komme und nehme aus dem Wasser des Lebens. Wer da will. Darum Karfreitag. Und Jesus nicht nur alleine, dass er sterben musste, und das möchte ich noch dazu machen, er musste auch leiden. Und wir haben auch vieles schon vom Leiden gehört. Denn es heißt in Jesaja 53,3, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Er hat viel gelitten. Das sehen wir, verwundet, zerschlagen, Strafe, Wunden. Und er ist ja um Missetat meines Volkes, er sagt, er ist um die in Vers 8, er wurde aus dem Gefängnis und Gericht genommen. Wer will es seinen Generationen verkündigen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, der um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und wer ist das Volk? Das Volk Israel. Das Volk Israel. Aber das ist nicht genug, denn er hat ja die Verheißung zu Abraham gesagt, alle Familien der Erde. So, er ist nicht nur gekommen für das Volk Israel, sondern er starb für die ganze Welt. Denn Gott hat so die Welt geliebt, die Welt. Nicht die Schweiz, nicht Amerika, nicht Kanada, nicht Rumänien, nicht Ungarn alleine oder Italien. Gott hat die ganze Welt geliebt. Und die liebt er bis heute. Und gibt jedem die Möglichkeit, zum Glauben durchzukommen. Nur wenn man will. Denn in Jesaja, lassen Sie uns noch kurz mal sehen hier, in Jesaja sagt es ja auch von der heidnischen Welt, Jesaja 49,6, ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an der Weltende. So nicht begrenzt zu Israel, sondern die ganzen Heiden auch, die ist mit eingeschlossen. Aber durch Israel. Und jetzt sehen wir in unseren Tagen, genauso wie Israel sich gelehnt hat gegen den Messias, gegen Jesus Christus, so ist heute die ganze Welt gegen Israel. Wir haben natürlich, Amerika ist ein guter Freund Israels und der kanadische Prime Minister, Mr. Harper, ja. Ja, der macht sehr pro-israelische Kundgebungen und so weiter. Aber das ist nur vorübergehend. Alle Nationen der Welt, auch die Schweiz, würde nicht akzeptieren, dass Israel das ganze verheißene Land einnehmen würde. Absolut. Sie sagen alle, ja, oh ja, Israel muss Grenzen haben, die verteidigt werden können. Ja, diese 3 kleinen Dreiecke, die man nicht verteidigen kann. Das würde der Untergang Israels meinen. Aber es ist interessant, dass das die ganze Welt und bis Israel, bis zur Zeit Israel, alle Nationen, das Recht war immer, das Gesetz war immer, der das gewinnt, winner takes all. That's it. Winner takes all. Der kann alles nehmen. Ich komme von Ostpreußen. Ostpreußen ist ein Land, wo meine Vorfahren 500 Jahre schon eine Geschichte haben. Ja, und dann hat Deutschland, beziehungsweise Hitler, ja, Deutschland haben die alle geschrien, den Krieg angefangen, haben verloren und die Sowjetunion hat den Krieg gewonnen und einfach weggenommen. Ostpreußen, geteilt. Ein Teil Litauen, ein Teil Russland, ein Teil Polen. Schluss, Kommastrich, fertig. Kein Hahn und Huhn kräht danach. Wenn ich jetzt aufmachen würde, eine PLO, Preußische Liberationsorganisation, wow, die würden sagen, der Arne hat einen Vogel. Der hat sie nicht im All. Der ist Jack geworden.
Ja, aber die ganze Welt hat ernst genommen die PLO, Palestine Liberation Organization. Die ganze Welt hat ihn ernst genommen, bis zum heutigen Tag. Ich will dir auch gar nicht zurückgehen mehr da. Ich war mal da, jetzt will ich nicht erzählen. Ja, die Zeit geht streng, ich habe nur 5 Stunden hier bis Mitternacht. So, da muss ich mich ja beeilen. So, jetzt möchte ich mal etwas von der die legalistische Aspekte von Karfreitag. Und das sind 3 Sachen. Jesus Christus war, oder das wurde gesagt, da wurde er beschuldigt, der König der Juden, der König von Israel und der Sohn Gottes. Der König der Juden, zum ersten Mal in der Bibel lesen wir das sagen die Heiden. Die Heiden sagen zum ersten Mal in Matthäus 2, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Das sind die Heiden, die fragen. Und dann die Regierung, das ist dann der Stadtverwalter, der Pontius Pilate, der fragt und sagt, bist du der Judenkönig? Und wie antwortet Jesus? Du sagst es. Merkwürdigerweise, Jesus hat nie gesagt, ich bin, nie ich bin. Er hat die Menschen selber richten lassen. Selber sagen, bist du der König? Ja, du bist, ja, du sagst es. Und dann natürlich die Religion. Die religiöse Oberkeit in Jerusalem, die hat gespottet mit Hohn und hat gesagt, grüßet seist du, der Judenkönig. Die haben gespottet. Die haben gelacht. Und das hat der Thomas Lied so gut an den ersten Abend klar gemacht, vorgestellt, dass die größte Schande, der größte Verlust wurde die größte Herrlichkeit. Ich meine, das war ja nichts da. Am Kreuz genagelt, verblutend. Die Soldaten haben ihn ausgelacht, die ganzen jüdische Religionsobrigkeit hat ihm gespottet. Aber da, wo er am Kreuz hing und rief aus, es ist vollbracht, da passierte etwas in der unsichtbaren Welt. In der sichtbaren Welt war das ein Chaos, das war ein furchtbarer Verlust. Das war eine Schande. Aber in der unsichtbaren Welt passierte etwas ganz anderes. Und das war, Gott hat verherrlicht den Namen Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass der Teufel, der hat sicher eine Rock'n'Roll-Party gehabt in der Hölle. Ich meine, Jesus ist am Kreuz gestorben, du, wunderbar. Jetzt sind wir ihm los. Ha? Die haben gefeiert. Bis auf einmal gedacht, jetzt haben sie einen Fehler gemacht. Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Einen legalistischen Fehler. Denn er hat jetzt zum ersten Mal einen Mensch töten lassen durch die Hände Sünder, der keine Sünde hatte. Und dadurch wurde die Tür geöffnet für alle Sünder zu glauben an den stellvertretendes Opfer Jesu Christi. Und folglich alle können kommen und gläubig werden und Kinder des Lichtes werden. Der Pontius Pilate, der sagt ja auch, siehet, euer König. Er hat sich distanziert von den Verurteilungen. Und er hat, wir wissen ja auch die Geschichte, hat sich die Hände gewaschen, ich bin unschuldig. Und was haben sie gesagt? Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und wie hat sich das erfüllt für 2000 Jahre? In grauenhafter Weise. Und wie er das sagt, siehe, das ist euer König.
Dann sagt es in Johannes 19, Vers 15, sie schrien, weg, weg mit ihm, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Soll ich euren König kreuzigen? Der Hohepriester antwortete, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Wir haben keinen König, denn des Kaisers. Und damit hat Israel angenommen die Fremdherrschaft. Und sie sind in der Fremdherrschaft bis zum heutigen Tage. Sie sind ein unabhängiger Staat, aber sie sind bedroht von allen Ecken und Enden. Und ich kann mich vorstellen, wenn jetzt die nächsten Sachen erledigt werden, die Weltkrise oder wie heißt es jetzt, jetzt, was da los ist mit den Russen. Die Ukraine, ja, in der Ukraine. Wenn das sind alles so Ablenkungsmanöver, die eigentlich zu der Zeit, wo Israel sich ein bisschen verpusten kann, sagen, ich meine, da in Ägypten ist ja Katastrophe, in Syrien ist Zivilkrieg, überall brodelt's und überall kocht's. Und Israel kann sich da ein bisschen leisten und hinsetzen und ein Shawarma essen und ein bisschen Coca-Cola trinken, sich ausruhen. Aber wenn das jetzt alles, wenn die da jetzt Frieden, da wird Frieden kommen. Ja, in der Ukraine, da kann Krieg kommen, aber das wird doch, zuletzt wird alles geregelt. Denn heute, Krieg ist fast unmöglich. Die Welten sind wirtschaftlich so zu verschmolzen, dass man nicht auseinanderziehen kann. Das gab es nicht vor 100 Jahren. Das gab es noch nicht mal vor 80 Jahren. Heutzutage ist die Welt so verschmolzen, dass das wäre eine Katastrophe. Ich meine, wir haben gesehen, was passiert ist in der Europäischen Union mit Griechenland. Na, Griechenland ist doch nur 3 oder 4% des ganzen Produktes von Europa. So ist doch kaum der Rede wert. Die Deutschen oder die Schweizer können einen Scheck schreiben, da gibt er hier, bleibt er. Ja. Aber es hat die ganze Welt affektiert. So mehr und mehr wird jedes Mal neue Gesetze kommen raus. Neue Gesetze kommen raus. Und die Gesetze sind für die ganze Welt. Und die Welteinheit kommt. Und dann kommt der große Frieden. Darüber werde ich übermorgen sprechen, nehme ich an. So, nochmal. Der König von Israel. Das sagt nur einer. Und das ist der Nathanael. Johannes 1, Vers 49. Nathanael antwortete und spricht zu ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Er hatte diese Titel rechtmäßig, aber er musste da verleugnet worden, er musste durch die Hände der Heiden ausgeliefert worden und musste gekreuzigt worden, sterben, sein Blut vergießen für unsere Sünden. Jesus, der Sohn Gottes, zum Dritten. Und da sagt der Teufel ist der Erste, der erkennt Jesus als den Sohn Gottes. Der Teufel. In Matthäus 4, Vers 3, du bist Gottes Sohn. Wenn du Gottes Sohn bist, dann tue das, dann tue dies. Und er hat ihm versucht, den Willen des Teufels zu unterliegen. Aber er hat es nicht geschafft, denn Jesus hat immer wieder das Wort selber genommen. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und das müssen wir immer wieder lernen. Es steht geschrieben. Der Teufel, sogar die Dämonenwelt hat verkündigt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das können wir lesen in Matthäus 8, Vers 29. Und siehe, sie schrien und sprachen, ach Jesus, du Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Bist du hergekommen, um zu quälen, ehe denn es Zeit ist? Ja, die Dämonen, die kennen das prophetische Wort, aber die Christenheit anscheinend nicht. Die sagen, ach, das haben wir schon lange gehört. Ach, ja, das ist nichts Neues.
Das ist zu umständlich, das ist zu kompliziert, so wie mein erster Pastor da in First Baptist Church in Hamilton sagte. Er sagte, wenn du dich einlässt mit dem prophetischen Wort, dann hat der Teufel dich. Ja, dann hat der Teufel dich. Ja, genau. Aber das prophetische Wort ist ganz wichtig. Die Dämonen sagen das, die wissen es. Die zittern. Die wussten, dass es noch eine lange Zeit hinaus ist. Die wussten, ja, die haben da irgendwie eine UN in der Hölle, eine Generalversammlung und dann tun sie alles besprechen und alle Pläne machen und schmieden. Wir wissen ja nicht, wie viele Dämonen es gibt. Manche sagen, es 1/3 der Engel sind alles Dämonen. Ich weiß es nicht, noch nie gesehen einen Dämon, noch nie mit einem gesprochen. Und so, ich weiß nur, was in der Bibel steht. Aber sie haben betont ganz klar, du bist gekommen vor unserer Zeit, vor deiner Zeit. Und wir sehen die Zeiten der Zeit und wollen sie nicht erkennen. Die ganze Christenheit, das ganze Christentum hat eine ganz andere Idee. Wir wollen die Menschen verbessern. Ist ja nobel, ist ja gut. Man soll ja auch verbessern. Man soll netter sein und freundlicher sein und den Armen helfen und da Brot für die Welt geben. Und das ist ja gut. Und Medizin verteilen in der ganzen Welt und alle solche Sachen ist ja gut. Aber das geht weg vom Zentrum der Bibel. Das Zentrum der Bibel identifiziert mich als den Sünder. Ein Sünder braucht Vergebung. Und Vergebung ist nur erhältlich durch Jesus Christus. So, was sagt Jesus von sich selbst zum Schluss? Nach der Gefangennahme, dann bekommt der Hohepriester und der tut ihm ausfahren in Matthäus 26. Lass uns lesen. Habt ihr eure Bibelschlacht so auf? Matthäus 26, die Verse 63 und 64, da steht geschrieben, der Hohepriester sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach, du sagst es. Interessant, du sagst es. Er sagt nicht, ich bin's, nein, er sagt, du sagst es. Verurteilt dich durch deinen eigenen Worten. Doch ich sage, nun jetzt kommt was Interessantes. Er sagte, doch ich sage euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Jesus ignoriert die ganze Realität, die furchtbare Situation, wo er drin war, die Beschuldigung und die Verurteilung, das ignoriert er alles und geht gleich 2000 Jahre weiter und sagt, ihr werdet des Menschensohn sitzen zur Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Na, was für Kommen ist das? Ja, lass uns noch mal erstmal ein bisschen bestätigen, du sagst es, das hören wir öfters. Wir wissen zum Beispiel, wenn Judas, der ihn verraten hat, dann sagt er zu Jesus, Herr, bin ich's? Da sagt der Herr hat nicht gesagt, ja, du bist. Na, da sagt, du sagst es. Du sagst es. Selbstüberführung durch eigene Worte. So, das sind natürlich tiefgreifende prophetische Aussagen, die Jesus macht jetzt zu den Hohenpriestern. Er redet alles in einem Satz von seinem Wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Nicht von seinem Wiederkommen für die Gemeinde Jesus. Für die Gemeinde Jesus, das Kommen auf Erden, ist beschrieben, lasst uns das lesen, in 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Das kennt ihr sicher alle auswendig. Ich muss es ablesen, ich kann es nicht so gut behalten. Da steht geschrieben, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und die Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederfahren vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihm hingerückt werden in den Wolken, den Herrn entgegen in der Luft und werden also bei den Herrn sein alle Zeit.
das gilt nur für die bluterkaufte Gemeinde. Für jeden Einzelnen, der bluterkauft ist. Da werden wir sein bei den Herrn und ihm in der Luft. Wenn er auf Erden kommt, da steht geschrieben, dass was Ähnliches, aber anders, in Matthäus 24. In Matthäus 24, 30, 31. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohns in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen. Und sie werden sammeln seine Auserwählten von den 4 Winden, von den Enden des Himmels zu den anderen. Na, ich denke, ihr habt das gehört. In 1. Thessaloniker sagt es, der Herr selbst wird kommen. Er selbst. Für Israel, also für seine Auserwählten, ich glaube, das ist Israel, die müssen alle zurück also beziehungsweise die Juden, die müssen zurück nach Israel. Dann wird er kommen, er wird seine Engel senden, nicht er selbst. Und wenn wir lesen die Geschichte, das ist interessant, die prophetischen Aussagen, dann fängt er an und sagt gleich das nächste, an den Feigenbaum erkennet ein Gleichnis. An den Feigenbaum erkennet ein Gleichnis. Und der Feigenbaum steht für Israel. Und dann wird passieren etwas, was die ganze Welt schockiert wird. Dann wird eine Entrückung stattfinden, die wird horizontal sein. Die Juden werden zurückkommen nach Israel. Unsere Entrückung ist vertikal. Wir gehen hoch. In des Herrn Gegenwart. Bist du bereit, wenn Jesus kommt? Das ist wichtig. So, jetzt sagen die Leute, ja, da sind so viele Posaunen und wir müssen gucken, was Offenbarung sagt. Und in Offenbarung, da steht die letzte Posaune. Das ist dann die Posaune, dann wird die Gemeinde gerückt. Ich denke nicht. Warum nicht? Weil die Posaune identisch ist mit Jesus Christus. Wir lesen schon von der ersten Posaune Gottes in 2. Mose 19. Als am 3. Tag, 2. Mose 19, Vers 16. Und am 3. Tag kam und der Morgen war, da erhob sich eine Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf den Bergen und ein Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber im Lager erschrak. So, was ist das? Der Ton der Posaune. Well, wir können lesen in Offenbarung, gehen wir zurück und da können wir identifizieren, wer der Ton der Posaune ist. In Offenbarung 1, Vers 10 steht ich war im Geist des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune. Eine Stimme wie eine Posaune, eine sprechende Posaune. Und dann im Vers 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Gott, der Herr, der da ist und der da war und der kommt, der Allmächtige. So, wer ist die Stimme der Posaune? Ist kein anderer als Jesus Christus, denn er wird dann nachher beschrieben. Oder in Kapitel 4, Vers 1, danach sah ich und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune. Talk about the talking trumpet. Die sprechende Trompete. Eine Posaune. Und sprach, steig her, die Posaune spricht. Ich will dir zeigen, was nachher geschehen soll. Die Stimme ist eine Posaune, ist identisch mit Jesus Christus. Und Jesus Christus zeigt, was passieren wird. Deswegen sind wir werden ja aufgefordert, gleich in den ersten paar Versen in der Offenbarung, dass wir hören und dass wir lesen sollen, was geschrieben steht. Selig, Kapitel 1, Vers 3, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Dann, wenn wir das hören, wenn wir unsere Ohren spitzen zum prophetischen Wort, dann sind wir gesegnet. Lesen und hören, beides.
Könnt ihr lesen? Wir können alle lesen. Das ist eine gute Sache. Lesen und hören, was es sagt. Die Posaune Gottes. Und das ist dann die letzte. Wir wissen ja, ich meine, die erste Posaune, da sammelte Gott sein Volk und hat das Volk, das war das Volk Israel, das Gesetz gegeben. Das Wort Gottes, schriftlich. Die letzte Posaune erschallt, damit Gott die Frucht der Schrift einsammelt. Und die Frucht der Schrift sind wir. Wir haben gehört und wir haben gelesen und wir haben geglaubt. Und wir wurden wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung. Und die letzte Posaune, die ist dazu da, um das Volk zu sich zu nehmen. Es ist fertig. Und ich denke, wir leben in den letzten Stunden der Endstation der Endzeit. Das könnte jeden Augenblick passieren. Ich weiß, dass die Augenblicke können lange sein. Gott ist nicht an unseren Gedankengang oder an unsere Interpretation gebunden. Er macht, wie er will. Aber wir merken es ganz langsam, dass wir isoliert werden. Und der Wilfried Hahn hat das so richtig gesagt. Wir werden isoliert, weil wir etwas glauben, was nicht mehr politisch korrekt ist, was nicht mehr im allgemeinen Volkssinn und im Volksgeist korrekt ist. Heute ist es nicht korrekt, zum Beispiel etwas zu sagen gegen die Homosexuellen. Das darf man nicht mehr. Das ist verboten. Wenn du das tust, bist du ein Welthetzer. Wir sperren dich ein. Langsam und sicher werden wir in der Enge getrieben. Immer mehr. So dass kein Platz mehr für uns sein wird. Ich rede jetzt auf geistlicher Basis. Ich rede nicht auf der fleischlichen Basis. Uns geht es so gut heute wie nie zuvor. Uns geht es doch gut. Heute, was wir alles haben heute, haben wir nicht geträumt vor 50, vor 60, vor 70 Jahren. Nur eine Banane zu essen, das war ja wunderbar. Jetzt, mit Bananen können Sie sich totschmeißen. Das gab es doch nicht. Damals in Deutschland zu der Zeit, das war nichts da, nur man musste sich so ernähren von Kartoffeln und, ja, was gab es noch? Kartoffeln und Kohl. Ja, Kohl, das ist ganz was Gutes. Das gesund soll sein. Das war, was wir heute jetzt haben, wenn Leute aufstehen würden, jetzt vom Toten, die vor 50, vor 80 Jahren gestorben sind, das sehen, die würden es nicht glauben. Stellt euch mal vor, ich will mit jemandem sprechen, hör mal das Telefon, Amerika. Ich weiß, wir die ersten Jahre nach Israel gefahren sind, da mussten wir auch ab und zu mal ein Telefon machen, da mussten wir hingehen zu den Empfangs, zu dem Büro da, ja, und dann noch ein paar $, geben, bestechen, damit wir zuerst rankamen. Und dann bekam die Linie erst durch. Heutzutage macht man das. Der Norbert ruft mich an und ich sage, wo bist du, Norbert? Hier. Ich gucke, bist du irgendwo da? Ja, es ist so das gab es alles nicht. Uns geht es immer besser. Die Qualitäten der Produkte, die wir bekommen, das ist faszinierend. Wir sagten früher, das geht auf keiner Kuhhaut. Das Essen und die Qualitäten, alles, da gehen mir die Haare zu sträuben. Aber das ist die große Verführung. Mitten in den Wohlgefallen, mitten in der fleischlichen Masse, die wir haben, da ist die Gefahr, dass wir das Wichtigste vernachlässigen. Und das Wichtigste ist immer das Wort Gottes. Ja, welche Seele sündigt, die soll sterben. Und deswegen lesen wir in Hebräer, es ist den Mensch gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und das glaubt kein Mensch mehr, außer eine ganz kleine, winzige Gruppe von Gläubigen. Deswegen tun wir so viel,
und lassen so viel aus und spenden so viel Zeit und Energie, nur um unser bisschen Leben zu erhalten. Es geht sowieso kaputt. Und das ist schön, da sind wir beim Herrn. Für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten. So, ich schließe mit den Wort von Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Nur Glaube allein, das ist der Weg zurück zu Gott durch Jesus Christus, zurück zu unserer originalen Erschaffung, zurück zu das, was Adam und Eva verloren hat. Bist du bereit, Jesus zu treffen, ihm jetzt zu sehen? Er ist da, er wartet. Lass uns aufstehen und ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir im Namen Jesus, deines Sohnes, für dein kostbares Wort, das du uns dargereicht hast durch diesen Tag. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du wirklich freiwillig als der König der Juden, als der König Israel, als der Sohn Gottes, dich hinrichten hast lassen und dadurch uns freigekauft durch dein Vergießen deines Blutes am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir für die Realität. Danken dir, Herr, dass du uns erquickst durch dieses Wissen, durch deinen Geist, dass wir eben jetzt in diesen Tagen alles das tun, was wir können, um dein Wort zu verkündigen. Denn wenn wir alles tun, was wir können, dann tust du das, was wir nicht können. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du immer hörst unser Gebet. Amen.